Ja, number touch tele. Tatra ya. No sileles. Oshik. So chiki tateri. Hello, Mima, хочу помочь. Адам. Зачем бы всегда? Я-то зачем? Мы какие-то лапарджики довоз. 근데 가을에 사샤 가을에 나가. 야. 네, 어스트 사샤 치치쇼 그 사샤 노이시 세디스들. 아니 저자에는 페시포로 뭐야래. 어야. 사샤 시와치, 포시와치, 무시와치. 사마시 뭐야래. 무시와치. 아. 오케이. 릴티치죠. 그래. 아. 단 로송 로서야. 저전 친구들. Where did you go? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie an Bord des Spores Vereins. Unsere Fahrt geht raus am See. Dann fahren wir runter bis zum Naturschutzgebiet Höhle Ilmitzer Höhle und entlang den Schilfgürtel wieder zurück nach Bodesdorf. Während der Fahrt einige Worte über den Neusiedlersee. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt hier bei uns an Bord. Danke. No, no, we don't know. We check. You present you
Este conhecido. Legalmente Australiaの土地地域ってるんです。Não é assim, senhor. Não é assim, tá só de mim. Goodbye!
그러면 돼. Man kann vom Neusiedlerhaus nicht einmal nördlich am See sehen. Schon zwischen diesen beiden 22 Kilometer entfernten Ortschaften beträgt die Erdhöhe genau 1,60 Meter. Da nützt es auch nichts, sich auf einen der Aussichtstürme zu stellen. Der Neusiedler See besteht zum Großteil aus Sand. An einigen Stellen gibt es allerdings auch Schotterwege. In Bereichen mit wenig Strömung lagern sich verrottende Biomasse und Faulschlamm ab und bilden Methan- und Schwefelwasserstoffgase. An diesen Stellen friert das Eis im Winter nicht zu, auch wenn der Rest des Sees sich in die größte Eisspielfläche Mitteleuropas verwandelt und viele Wintersportler einlädt. Sollte es Sie also zum Eissurfen, Eislaufen oder Eishockeyspielen hierher ziehen, seien Sie achtsam. Mit Ausnahme des Brudersdorfer-Ufers hat sich die Entdeckung des Neusiedlersees bis zu 4 Kilometer unter Schilfroute entwickelt. Das Schilf, ganz sicher, ist doch keine nennenswerten natürlichen Zonen oder Abflüsse. Die Niederschläge halten mit der Verdunstung aufgrund der großen Wasseroberfläche und geringen Tiefe kaum Schritt. Es werden unterirdische Quellen im See vermutet, sogenannte Kochbrunnen, die auch den Salzgehalt erklären könnten. Möglicherweise ergänzen auch unterirdische Verbindungen mit der Leitha und Donau den Wasserhaushalt. Der Neusiedlersee ist der größte abflusslose See in Mitteleuropa. Aufgrund der starken Wasserschwankungen ist der Neusiedlersee im Laufe seiner Geschichte des Öfteren, zuletzt zwischen 1865 und 1871, völlig ausgetrocknet. In dieser Zeit wurde in seinem Becken Ackerbau betrieben. Doch das Wasser kam wieder mit seiner vollen Tiefe von 2,6 Meter zurück. Der Neusiedlersee verfügt auch über einen künstlich angelegten Abfluss, den Einser-Kanal. Dieser wurde Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Ziel erbaut, den Neusiedlersee völlig trocken zu legen und wirtschaftlich zu nutzen. Es laufen mehrere Projekte zur Stabilisierung des Wasserstandes. Die Menschen haben mittlerweile die Bedeutung des Sees in vielfacher Hinsicht erkannt. Das Meer der Wiener ist nicht nur ein Mecker für Wassersportler und Zufluchtsort für Erholungssuchende, sondern auch Naturdenkmal und Klimafaktor, der sich direkt auf Vogelpopulationen, Landwirtschaft, Weinanbau und vieles mehr auswirkt. 어떻게 타버렸지? 오는데. 또 가면.
이 산지를 같아. 산지. 그냥 조금 더. 내 집을 그냥 같이 양도서는 뭐야? 다 저거는 양도는 Flora und Fauna rund um den See. Steinzeitliche und bronzezeitliche Funde belegen, dass der Seewinkel seit über 8000 Jahren menschlicher Siedlungsraum ist. Die dichten Eichenwälder der Gegend wurden zur Römerzeit abgeholzt, da das Holz in Carnuntum gebraucht wurde. Zurückblieben durch seine Lage an der Schnittstelle zweier Großhügel der Alpen und der ungarischen Tiefebene ist der Neusiedler See seit jeher ein Knotenpunkt der Artenvielfalt. Die Region zwischen Neusiedler See und Ungarn im Osten wird als Seewinkel bezeichnet und ist Teil der kleinen ungarischen Tiefebene. In dieser flachen und heutzutage relativ unberührten Küste liegen zahlreiche kleinere Seen mit einzigartiger Flora und Fauna. Berühmt sind Neusiedler See und Seewinkel vor allem für ihre Vogelwelt, die rund 330 Arten umschließt. Knapp die Hälfte davon sind Brutvögel, der Rest nur Durchzügler. Damit sind 40% aller europäischen und 80% aller österreichischen Vogelarten im Gebiet des Nationalparks vertreten. Der Schilfgürtel spielt dabei als Nist- und Rastplatz, aber auch als Versteck eine wichtige Rolle. Im See sowie an den rund 40 Lappen des Seewinkels gibt es genügend Nahrung als Proviant oder für die Aufzucht ihrer Küken. Das nützt zum Beispiel der Silberreiher sehr gerne, der hier das größte Brutgebiet gefunden hat. Bis zu 700 Paare ziehen hier jährlich ihren Nachwuchs auf. Der Graureiher ist mit etwa 35 Paaren vertreten und Großrappen gibt es noch etwa 70. Am bekanntesten ist der Weißstorch, der in der gesamten Region wie ein Wappentier behandelt wird. Aber auch Großtrappe, Löffler, Purpurreiher, Seeadler, Graugans, Flussseeschwalbe, Uferschnepfe, Sumpfohreule und viele weitere geschützte Vögel können hier beobachtet werden. Neben der Vogelpopulation wurden im Seewinkel bisher um die 50 Säugetierarten nachgewiesen. Fischotter, Biber, Ziesel. Die Fischer können mit etwas Glück auf Hechte, Zander, Wildkarpfen, Welse, Kaulbarsche und einige andere Arten hoffen. Der Aal kommt im Neusiedler See ursprünglich nicht vor, wurde aber als begehrter Speisefisch vom Menschen im See ausgesetzt. Vor uns liegt das Naturschutzgebiet Ilmitzer Hölle. Das Naturschutzgebiet Ilmitzer Hölle. Das Naturschutzgebiet Ilmitzer Hölle hat seinen undankbaren Namen, ist auch mit dem Auto erreichbar und nur einer von zahlreichen Beobachtungshochständen entlang der Rad- und Wanderwege, die um den See führen.
Donaudelta das größte zusammenhängende Schilfgebiet in ganz Europa. Weltweit gibt es nur an asiatischen Seen größere Flächen. Teilweise wächst der Schilfgürtel von beiden Seiten Richtung Seemitte und umschließt damit wiederum Bereiche wie den Silbersee im Süden. 10 bis 15% des Schilfgürtels werden von Landwirten im Winter maschinell geerntet und teilweise auch weiterverarbeitet. Wie in alten Zeiten wird Schilf auch heute noch für Stuckatur und als Dachdeckung verwendet. Außerdem wird es als Wärmedämmung und Sichtschutz verarbeitet. Der Campingplatz in Bodersdorf ist mit über 600 parzellierten Stellplätzen der größte im gesamten Burgenland. Er hat einen eigenen Mobilheimplatz, gesonderte Anlagen, auch einen Bereich für Luftzugscamper, mit schattenspendendem Baumbestand und direkt am 500 Meter langen Strand gelegen, bietet er allen Besuchern ein unvergessliches Erlebnis. Sodass sich die Wassersportler nicht auf seine Weise Er wurde erst 2016 neu errichtet und besteht aus Schwimmstegen. Die 185 Liegeplätze sind allesamt an Wasser und Strom angeschlossen. Podersdorf am See. Podersdorf am See, ungarisch auch Hartwall genannt, ist eine Marktgemeinde mit 2144 Einwohnern am Ostufer des Neusiedlersees. Ihre Geschichte geht weit zurück bis in die Stein- und Bronzezeit, die zahlreiche Funde belegen. Im Laufe der Jahre wurde Podersdorf mehrmals in Kriegen verwüstet, doch jedes Mal wieder aufgebaut.
Erste Weingärten entstanden in seiner Umgebung spätestens unter der Regierung des Kaisers Probus im 1. Jahrhundert und prägen seither das Landschaftsbild. Der Ort ist das Tourismuszentrum im Seewinkel mit einem großzügig angelegten Strandbad, welches 1999 komplett saniert wurde. Es gliedert sich durch eine Mole getrennt in einen Nord- und Südstrand und bietet allen Wassersportlern ideale Bedingungen. Wenn Sie lieber mit dem Handy surfen als am Wasser, gibt es dort neuerdings auch einen See-WLAN-Hotspot.
초대 점도 체가라 인도면서 거다. 초대. 얘를 얘를 가지고 Dankeschön, dass Sie mit uns gefahren sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt im Vorderstern. Danke, Wiedersehen. 엄마 차참 당연히 추천도 이렇게 Thank you.